Unsere Geschichte. Dit is de Geschichte van de Mennoniten die in de 1920er Jahren van Kanada naar Mexico trokken, en wo sie dann wel teruggekommen sind naar Kanada, en van der schon Aufschnitt als naht bitte Red von Scholen in Manitoba en ook Waut van hier van Ontario. Ik zie een Ampel en ik wens je een goede Empfang. Unsere Geschichte Nummer 79. Ditmaal vertellen wir noch mehr von, was die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trigj naar Manitoba gekommene Mennoniten, in denen noch kommen hier schaffen, und auch was davon, was diese hier in Manitoba verschafft haben, und so weiter. Wir haben letztes Mal noch gerade gesagt, dass in den Lot 1960er Jahren einige Lied in Manitoba scheinbar noch da noch sagten, was Negatives von den von Mexiko teruggekommenen mennonitische Familien zu erfahren, dort wieder zu vertalen, von denen zu plündern. Und nun noch ein bisschen mehr davon. Wir haben dort all vielmal von anderen Liedern gehört, und unsere Kinder haben dort auch all viel erfahren, dass ab die Kinder von Mexiko in den Manitoba-Schulen meistens sehr raufgekickt wird und an der gepickt wird. Das passiert meistens vielleicht mehr während der Schulpausen, en na de school als direct aan de schoolklassen stonden. De schoolleraars zelfs werden de kinderen van Mexico meestens aber sehr gut gesonnen en behulplich. Einige leraars zeiden zu uns, de teruggekommene kinderen zijn meestens sehr begierig, sind very eager zu lehren en kommen erstaunlich bosig wieder. So zeiden dort auch viele schoolleraars aan de Ontario-Schulen von der trigj naar Kanada gekommene Mennoniten erkennen. Als wir noch nicht lang in Gretna, Manitoba gewohnt hatten, dann traf sich dort einen Tag mal so, dass ich bei Rheinland Car in Altona war, wo ich zwar nicht eine neue Chor kaufen will, aber ein gewisses Reparaturport für unser alte Chor. Aber dann besag ich mir dort doch noch so ein bisschen neue Models von Choren, die da im Shop standen. En daarbij zag ik door 5 of 6 ältere mannen am krans stonden en vertalen. En als ik dat merk dat deze oomtjes door van ons trigj naar Manitoba gekommene families als Mexa vertaalden, dan hoorde ik ihre vertaal door lang toe. En ik hoorde wo een paar van deze oomtjes door allerhand negatieve vertaalden van de naar Manitoba trigj gekommene Mexikanische families. Einer oder zwei von diesen Oomtjes nannten uns einfach Mexa. Und wer in diese Vertal, die hat mir dort nie Korn beseinen an diesem Tag wieder gewöhnlich lang, denn ich will diese Vertal von uns abschnacken, solange es ich kann, und zwar dadurch zu erfahren, was die Lied hier von uns dachten und sehten. Und dann, als ich auch viel zu viel Negatives über uns sagen gehört habe, und auch nicht mehr sehr gut gesonnen wie über ein paar von diesen Männern, wegen einige Dinge, was ich da hielt, dann vertalten diese Oomtjes sich mit einmal noch davon, wo ihre Kinder und Großkinder an den Schulen auf die Kinder von Mexiko raufkickten und an die pickten. Und bei diesem Vertal sieht mit einmal einer von den Oomtjes ungefähr so. Dort ist unsere Schuld, dass unsere Kinder auf die von Mexiko teruggekommene Kinder raufkicken und an die picken. Und dann frug ein anderer von diesen Oomtjes, einer dem dort scheinbar gut ging, viel Negatives von uns Mexa zu vertalen, na wo kann dort unsere Schuld sein? Und das scheinbar besser über uns angestellter Mann antwortet ungefähr so. Dort ist so, weil wir reden immer bloß von den wenigen von Mexiko teruggekommenen Families, von wo der Vater oder der Mann so ein bisschen ein verkommener Mensch zu sein scheint. Von den vielen anderen, auch von Mexiko teruggekommenen Families, wo nur alle ganz anständige Menschen sind, von denen reden wir gar nicht. Und wenn wir bloß immer davon reden, was sich bei den wenigen ein bisschen verkommenen Familienvaters sein lässt, und keinmal was davon vertalen wird, wie bei den vielen ganz anständigen Familien und Familienvaters von Mexiko sein, dann hören ja unsere Kinder bloß immer Negatives von den trigj naar Manitoba gekommenen Menschen.
Und dabei haben sie ihre schlechte Einstellung gegen die, wohnen von unseren Menschen, Taufhören einfach Mexer genannt worden. Und wenn unsere Kinder durch unsere negative Verteilung von diesen Menschen dann auch eine negative Einstellung kriegen gegen so eine Kinder, von wo sie weiten, dass die von Mexiko gekommen sind, dann kicken sie auf die rauf und picken an die. Und bovenaan, seht es alle wieder, habt ihr wie hier in Manitoba manch unsere eigenen Menschen vielleicht kriegt so viel ein Bett verkommene Männer aus unser Lied in Mexiko haben. Dort hat, wenn wir von so ein Bett eigenartige Menschen überhaupt aus von verkommene Namen wollen und aus so eine von an reden wollen. Also, ich habe dann Altona, die Rheinland-Kar, an diesem Tag übergewöhnlich lang Zeit verbracht, zum neue Korn besingen. Aber ich wusste nicht viel davon zu vertalen, was ich an den neuen Models von Korn gesehen habe. Ich wusste viel besser, was ich von uns trigj nach Manitoba gekommene vertalen gehört habe. Und wie wir das damals nicht schaut, und mir ist das auch von der noch viel wird, dass ich mir an diesem Tag so getan habe, als wenn ich so lange Korn besag. Denn ich habe dadurch wenigstens noch erfahren, dass nicht alle Mennoniten in Manitoba uns einfach Mexer nannten und uns so viel weniger, so viel verkommener sagen, als so viele von den in Kanada gebliebenen Mennoniten sich selbst sagen. Ich kann auch von sehr vielen anderen negative Erfahrungen vertellen in unseren 10 Jahren in Gretna und dann noch 5 Jahren in Winkler, aber ich kann auch von in diesen Jahren auch noch von vielen sehr positive Dingen, die wir erfahren haben, vertellen. Die vielen Menschen, wie wir in jenen Jahren mit Familie top auch von den Mexer, auf einen Mann raufkickt und dann wollen den ihre Kinder beständig pickten. Viele Jugendliche und auch Erwachsene pickten auch sogar an uns. Aber von anderen Menschen erfuhr wir zur gleichen Zeit auch, dass sie uns von Mexiko zurückgekommene Mennoniten als ihre Freunde sagen und dass sie uns nicht weniger halten als sich selbst. Auch von unseren Erfahrungen in der Mennonitischen Lehranstalt in Gretna kann ich viel Gaudet vertalen und auch viel nicht so Gaudet. Ich kann viel davon vertalen, wo wir da einerseits viel Hilfe kriegen, besonders von dem Prinzipal Plautdietsch Schäfer, wo natürlich Zeit auch der älteste von der Blumenarter gemeint war, und auch von anderen Schullehrern. Und ich kann auch viel davon vertalen, wo wir da andererseits gründlich genutzt wurden und wo einige Kinder auch da an unsere Kinder pickten und so weiter. Aber ich will hier bloß von ein paar Ereignissen vertalen, wo ein Beweis dafür sind, dass die von Mexiko nach Manitoba gekommenen Kinder hier und da auch noch mal auf verschiedene Wege in eng zu merken verstanden, von dem an picken in den Manitoba Schulen. Ab einem Familie top kommen, als unsere Kinder alle befreit werden, dann vertalten sie viel davon, wo einige Kinder auch noch in der Hochschule angepickt haben. Ich will das hier gar nicht alle weiter vertalen, aber ich will hier eins von den Dingen nennen, mit welchen unsere und auch viele andere von Mexiko gekommene Kinder in Manitoba Schulen damals leben mussten. Uns erster Sehen vertal an jenem Tag von einer Begebenheit an der Mennonitischen Lehranstalt ungefähr so. Hij sieht, das ist ein Jung, ich will nicht den Namen nennen, als ich noch vorher an dem Tag war da in einem Klassenraum utfährt, dann kam der und sah sich mal weiter auf einem Schulters Hahnen neben mir. Und dit Mal kickte ich am an, weiß mit meinen Fingern oder der Hahn und sieht, warum gehst du nicht lieber durch der Rüt, wie du noch kannst. Und das Jung sah sich so ein bisschen traurig und sieht, wie es mir dort so gut geht, den Maxer Jung tot zu kicken, wann utfähren muss. Und als dort gesagt hat, dann gebe ich ihm ein mit der Fuß, so dass lang auf der Flur handrascht. Und dann stund der Jung sehr hastig ab, ging aus dem Klassenraum raus und konnte mich wieder zufrieden lassen. Und als uns sehen das vertalt hat, dann sehe ich ungefähr so. Das ist vielleicht sehr gut, dass du oder irgendein anderer mir das damals nicht vertalt hat. Bis dann würde ich mich vielleicht noch so gestaltet haben, als wenn ich haben wollte, dass du den Jungen am Tegoot holen fragen sollst.
Aber nicht schaut dort vielleicht auch nicht viel, wenn ich sage, das wäre vielleicht die einzige Sprache, die so eine Jungs verstanden. So hat ich dort auch dann all gesehen, aber damals hat ich dort vielleicht noch nicht sagen gewollt, weil es dort für die und für all unsere Kinder vielleicht nicht gut gewesen sein wird. Wo uns Jüngster sehen, dort an der Winkler Hochschule, was dort krieg, dort an Arm nicht mehr gepickt wird, dort wir ungefähr so. Wie es die Kinder dort Tacos nannten, Leute auf seine T-Shirts dort Wort Tacos nachprinten, und wie es allemal einmal verstand, alles zu besprochen, mein dort Wort Tacos, die alle Schulkinder bald nicht mehr Maxa, aber einfach bloß John Rempel. Und als er dann graduiert von Garden Valley Collegiate in Winkler, dann vertalten die Schüler von wo John Rempel als die Karzster Basketballspieler dort immer verstanden hat, sich nicht hoch boven eben, aber irgendwo von einen Deich sich alleweg in Mang zu drängen. In den Merkeseden, wir wollen John seine Schmaunküken noch sehr vermissen. Und als wir dann von dem Graduationsfest trigj bei Tüß wären, dann frug John seine Mutter an, wie viel Küken nimmst du dann an einem Tag mit nach der Schule? Und John sagt, oh, was 8 oder mal vielleicht noch mehr. Und dann sagt seine Mutter, kein Wunder, dass unsere Küken so schwind alle wären. Und John sagt, na ja, aber die Merkes schmeckten die Küken auch so gut. Ich kann noch viele Ereignisse vertellen, von wo an den Schulen an unsere Kinder, das heißt an die Kinder von Mexiko gepickt wird. Einige Kinder wussten sich da selbst mit, aber für einige hat ihre Mutter dem Schulprinzipal anrufen gemusst und am sagen, was an der Schule verging, ehe der Harassment abhielt. Und von was unsere Freunde ihre Kinder in Manitoba Schulen an Harassment erfuhren, kann ich mancherlei vertellen. Aber ich habe genug gesagt, so dass wer das auch erfahren hat, weiß all, was ich sage. Ich kann auch eine lange Geschichte von vertellen, wo ich mit Harassment handeln musste in Gretna, und von wo ich nachdem ich all 8 Jahre gut ausgenutzt worden wie bei meinem Arbeiten für der MCI, ganz angerechterweise rückgeschoben wird. Und auch von was viele andere von unseren Menschen sich bei ihrer Arbeit haben gefallen lassen muss. Aber meistens ist all das mit der Zeit doch all viel anders geworden in Süd-Manitoba, weil wir da nicht mehr viel von reden. Ich will hier zwischen noch was davon vertellen, was ich auf diesem Gebiet von Anschuldigungen von Mexiko picken und kanadische Schulen in Ontario erfahren habe. Ich habe das, was ich hier nu vertellen will, all dann vertellen gesollt, als ich mit meinen Vertalen noch in Ontario war. Aber ich habe das da nicht getan, und da will ich nu noch was davon vertellen, was ich in den 1980er Jahren mal in Ontario erfuhr, da ich ein Mädchen und Schullehrer oder Schullehrerin worden will. Sie war in ihrem letzten Jahr an der Berufsschule, und als Part von ihrer Schullehrerertragung musste sie als praktizierende Schullehrerin in einer Schule unterrichten, wo auch etliche Schulkinder wären, wo auch von Mexiko nach Ontario gekommen wären. Das Mädchen ruft mich einen Tag an, stellt sich vor und sieht mir, was sie deed, und fragt mich dann, ob ich mir ein bisschen Zeit nehmen für ihr, wenn sie noch einmal kommen würde. Dann sie hat wichtige Fragen, wo sie mit mir reden wollen. Und als diese praktizierende Lehrerin dann in Elmer war, und ich mir Zeit nehme, ihre Fragen anzuhören, dann fängt sie mit ihren Fragen ungefähr so an. Sie sagt, ich habe dir all gesagt, dass ich Schullehrerin worden will, und dass ich nu als Part von meiner Ertragung dort als praktizierende Schullehrerin unterrichten muss. Und nu habe ich sehr wichtige Fragen zu fragen. Und die handeln sich an so eine Schulkinder, die von Mexiko kommen. Diese Lehrerin sagt dann wieder, ich sehe auch als Kind aus einem europäischen Land mit meinen Eltern nach Ontario gekommen. Und ich habe als Utländer in Ontario-Schulen auch erfahren, wo das fehlt oder wo weh das tät, wenn andere Schulkinder an mich pickten.
bloß wie ich ein bisschen anders wäre als sie. Aber nu erfuhr ich als praktizierende Lehrerin dort an der Schule, wo ich ungerechten Mat als Port von meiner Erträgung zum Lehrerin sein kennen, auch an Schulkinder gepickt wird. Ich habe Schulkinder in meiner Klasse, die von Mexiko nach Ontario gekommen sind. Und an andere höhere Klassen an dieser Schule sind auch so eine Kinder, die von Mexiko kommen. Und das Picken an Kinder von Mexiko ist noch weiter ganz anders als das Picken an mich wäre. Sei mir mal, oder halt mich verstanden, warum ist das, dass die Schulkinder in Ontario besonders an so eine Kinder picken, die von Mexiko kommen? Warum kicken die Ontario-Schulkinder besonders auf mexikanische Kinder rauf? Warum scheint das so, als wenn die Ontario-Schulkinder die mennonitische Kinder hier in der Ontario-Schulen einfach hassen und so weiter? Das heißt die mennonitische Kinder von Mexiko. Und das ist, was ich damit meine, seht ihr. Wenn ich sage, dass Picken an nie von Mexiko gekommene Kinder haft, was ganz Besonderes an sich, was ganz eigenartig, dann so eine Kinder von Mexiko, die all ein paar Jahre in Ontario sind und all ganz gut Englisch reden, die tun so, als wenn sie gar nicht Plautdietsch reden können. Und dann steht, dass sie die nie gekommene Kinder von Mexiko ein bisschen beistehen, wenn an der gepickt wird, dann reden sie zu den nie gekommenen auch bloß Englisch und picken sogar auch noch an die. Und das ist meine ganz wichtigste Frage. Wo wären dann diese Kinder dort so? Wenn sie dort auch für sehr kurze Zeit selbst erfahren haben, wo weiter das, wenn an einem gepickt wird. Warum würden diese Kinder nicht lieber für die nie gekommenen Kinder einstehen, als dass sie sogar noch teilnehmen an Picken an die nie gekommenen? Und ich sehe zu dieser Lehrerin, ich glaube, die und ich weiten beide dort. Wann diese Kinder, wo noch all gut genug Englisch reden gelehrt haben, um dort verstärken können, dass sie auch von Mexiko sind, und um dort fair zu gehen, dort man nicht noch weiter anfängt an zu picken, dann stellen die sich so, als wenn an die nie gekommenen auch Frauen sind, als wenn sie den ihre Sprache auch nicht verstehen. Das ewige Part von meiner Unterhaltung mit dieser praktizierenden Lehrerin in Ontario, so glaube ich das wenigstens, das kann je alle all ungefähr trage denken. Dann davon haben wir alle, wenn ich genug erfahren, dann aber genug davon gehört. Hier müssen wir aber weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von, was die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trigj nach Manitoba gekommenen Mennoniten, in denen ihre Nachkommen hier schaffen, und auch was davon, was sie hier in Manitoba für geschafft haben und so weiter. Was nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.